Boss und Mitarbeiter spielen oder so? Wir müssen ja eine Rolle spielen. Also immer interaktives auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal ein Rollenspiel machen, also was bringt mir das eigentlich? Ja, wir sollen es ja nicht mal anschauen. Hallo, Ne? Also, ja, aber ich meine, Rollenspiel macht man so. wir haben das erste Problem hier gerade. Wir müssen ja morgen geht es ja dann schon los. Vielleicht mal die Ergebnisse kurz zusammenfassen. Ja, also noch haben wir keine Idee, das haben wir uns mal Idee. Ja, ich frage mich gerade, was müssen wir denn eigentlich jetzt mit dem Rollenspiel machen? Also kann man jetzt nicht einfach irgendwie die Punkte mal schnell abhaken und wir können dann weitermachen, weil das kostet ja im Grunde eigentlich nur Zeit. Ich finde Rollenspiel gut. Rollenspiel Ich ist finde doch das lustig. eine gute Idee. Das haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass es immer gut funktioniert. Ich halte das schon für sehr gut. Ja, aber einfach nur die Punkte abhaken würde doch auch reichen. Ich meine, ein Rollenspiel oder so machen wir viel zu häufig und es ist doch im Grunde einfach nur Bespaßung der Teilnehmer. Ach komm, bring dich mal ein Buch. Bring mal ein bisschen mit. Das wird dann richtig lustig. Ja, schon gerne. Lassen Sie sich einfach mal ein, das gefühlt werden. Ja, überzeugt oder? Lust habe ich jetzt nicht wirklich. Ja, wie würden Sie es dann machen? Also dann irgendwie, was stört Sie denn ganz genau? Was ist konkret? Immer die beste Meinung. Ich weiß jetzt auch nicht, aber das könnte man auch ein bisschen anders gestalten. Ja, klar. Also, dann muss ich jetzt auch nicht die ganze Zeit wieder so den Affen zu machen. Aber was würden Sie denn gerne Ich machen? meine, ich will jetzt nicht irgendwie beim Theaterspiel dann, keine Ahnung, vor der Kamera zu sitzen, nur damit dann irgendjemand da später dazu zwei Sätze sagt, wie das war's. Also haben Sie vielleicht Ihre eigene Idee? Ja, jetzt ist so Stegreif nicht. Na, also sehen Sie. Machen wir was. Okay, genau. Wisst ihr erstmal, wer der Charakter war, der gestört hat? Ja, nicht ganz. Ja, da habe ich schon gehört. Genau, richtig, sehr gut. Wollte ich noch kurz, also das wäre jetzt die Lösungsvorschläge praktisch von der Gruppe, wollte ich noch kurz vorstellen. Achso. Okay, also wir haben hier der Skeptiker hatten wir und wie kann man mit einem Skeptiker umgehen? Erstmal auf Pluralismus hinweisen, dass es eben mehrere Meinungen gibt und man vielleicht auch verschiedene Haltungen einnehmen kann. Dann den ermutigen, haben wir hier auch gesehen, versucht, ihn dazu bringen, noch mitzumachen. Vielleicht auch auf Empathie hinweisen, zu sagen, setzt doch mal in unsere Situation, wir müssen jetzt ja irgendwie was Gutes machen. Und dann zur konstruktiven Beteiligung auffordern. Es bringt ja auch nichts, immer nur zu sagen, dass man das alles nicht will. Und auf Erfahrung verweisen haben wir noch, man ja irgendwie sagen kann, da haben wir doch schon gesehen, dass es ganz gut läuft. Eigene Vorschläge fördern und zuletzt haben wir, falls gar nichts funktioniert, mit Sarkasmus reagieren, einfach zu sagen, irgendwie, na gut, dann, keine Ahnung, sagst du am besten einfach nichts mehr weiterhin oder so, oder irgendwie gucken, dass man dann darauf reagiert, wenn wirklich gar nichts mehr funktioniert. Das hat dann zumindest den Punkt, dann haben wir schon aufgegeben, dass der Skeptiker noch überhaupt noch was machen kann und wir versuchen wenigstens noch die anderen mitzuziehen, indem wir praktisch auch, wenn es dann schon wirklich, es ist ein sehr unfairer Umgang, an dem Punkt gekommen ist, dass der Skeptiker gar nichts mehr macht und auch wirklich nicht mehr am Seminar teilnimmt, versuchen wir wenigstens die anderen zu aktivieren, indem wir mal sagen, kommt noch was aus der Skeptiker-Fraktion? Nee, gut, machen wir weiter.